Herzlich willkommen zu einem neuen Chrüsimüsi hier aus meiner Werkstatt. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In diesem Chrüsimüsi geht es mal um etwas anderes als nur Gequatsche. Ich will euch nämlich zeigen, wie ich meine Shellac-Politur anmische. Also die Grundmischung, aber das erkläre ich euch alles gleich nochmal, weil beim Retro-Radio-Projekt werde ich nicht mehr näher auf diese Grundmischung eingehen. Also dann bleibt dran, nach dem Video geht's los. Erstmal möchte ich euch etwas über Shellac-Polituren im Allgemeinen erklären. Also man sagt ja Shellac-Politur, aber eigentlich verhält es sich wie eine Lackierung. Aber es wird halt aufpoliert, deswegen der Name Politur. Shellac hat den Vorteil, das ist gesundheitlich unbedenklich. Shellac wird zum Beispiel auch bei Tabletten verwendet, die werden mit Shellac überzogen, wenn sie sich erst im Darm oder so auflösen sollten. Also ist gesundheitlich absolut unbedenklich. Das Einzige, wo man etwas aufpassen muss, ist der Alkohol, also Ethanol oder Isopropanol. Dazu komme ich gleich. Weiterer Vorteil der Shellac-Politur gegenüber einer herkömmlichen Lackierung besteht darin, es ist eine natürliche Oberfläche, es fühlt sich natürlich an, es sieht natürlicher aus. Es geht einfach eine bessere Verbindung mit dem Holz ein. Man kann sie jederzeit wieder aufarbeiten. Nicht nur wie bei Lack, wenn du da einen Kratzer hast, musst du im Prinzip den rauspolieren. Wenn der zu tief ist, musst du komplett abschleifen und eigentlich den ganzen sichtbaren Bereich neu lackieren. Eine Shellac-Politur, wenn die verkratzt ist, kannst du einfach mit neuem Shellac wieder 1-2 Schichten oder so viel wie nötig sind auftragen. Das kannst du punktuell machen und das sieht dann super aus. Shellac hat auch eher einen schlechten Ruf. Das heißt, viele sagen ja, dass es dann mit Wasser zu Problemen kommen könnte und die Oberfläche halt sehr empfindlich ist. Ich sehe das anders. Zu Beginn ja. Shellac braucht sehr, sehr lange zum Trocknen, also Trocknen zum Aushärten. Eigentlich je länger, je besser, mindestens aber 2, 3, 4 Monate. Vorher ist die Oberfläche wirklich hochempfindlich. Da sollte dann nichts Nasses oder so draufkommen, das stimmt. Aber wenn sie dann mal richtig ausgehärtet ist, hält die Hunderte von Jahren und bleibt auch schön wie eine herkömmliche Lackierung. Eine herkömmliche Lackierung hat dann aber den Nachteil, die ist ja nicht flexibel, Holz arbeitet. Dann, wenn du größere Flächen lackierst und das Holz dann warm, kalt, nass, trocken, dann kann dieser Lack abplatzen, weil halt das Holz schrumpft oder sich ausbreitet. Dort, wo dann der Lack abgeplatzt ist, kann natürlich dann Feuchtigkeit eindringen und dann hast du quasi das Problem genau gleich wie mit dem Shellac. Shellac hat halt den großen Vorteil, das kann sich auch ausdehnen und zusammenziehen und sich eigentlich dem Holz anpassen. Und es geht auch mit dem Holz, es verbindet sich mit dem Holz, wenn man es richtig aufträgt. Man sollte halt beim Porenfüllen, dazu kommen wir dann im Retro-Video, sollte man halt am besten auch nur Shellac verwenden mit Bimsmehl und keine künstlichen Produkte. Es gibt ja so Sanding Sealer mit Shellac und so weiter. Das ist nicht so dauerhaft. Da kann dann eben kann von Feuchtigkeit unterwandert werden und dann quasi die Schicht absprengen vom Holz. Deswegen empfehle ich euch, arbeitet nur mit Shellac, zu Beginn noch mit Bimsmehl, das würde ich euch alles zeigen. Dann kommen wir jetzt zu der Grundmischung. Die Grundmischung ist an und für sich, die wird dann weiter verdünnt. Das werde ich dann im Retro-Video erklären. Ich werde das Video, sobald es online ist, werde ich das oben rechts im Eck einfügen und auch unten in der Videobeschreibung, damit ihr das dann schauen könnt. Umgekehrt werde ich es genau gleich machen. Ich werde dieses Chrüsimüsi beim Retro-Radio-Projekt auch verlinken.
damit man hin und her switchen kann, wenn einem das interessiert. Der Grund, weshalb ich eine Grundmischung mache, ist eigentlich der, weil beim Porenfüllen braucht man eine andere Verdünnung als beim Deckpolieren. Auch das werde ich dann im entsprechenden Video dann genauer erklären. Nun gibt es zwei Arten. Also du kannst fertigen Shellac kaufen. Ich empfehle dir, kauf solche Shellac-Plättchen, weil da kannst du das selber bestimmen, wie dein Mischungsverhältnis sein soll. Die fertigen Mischungen haben halt dann das Problem, dass du oftmals nicht das genaue Mischungsverhältnis kennst von Shellac und Alkohol und vielleicht noch weitere Zusatzstoffe vorhanden sind. Deswegen setzt es selbst an, dann wisst ihr genau, was drin ist. Ihr könnt es ansetzen mit Ethylalkohol, also Ethanol. Achtet darauf, dass möglichst wenig Wasser drin ist, also am besten 99%igen. Oder mit Isopropanol. Jetzt, ich werde Ethanol verwenden und weswegen, das erkläre ich euch gleich. Ihr könnt aber genauso gut auch Isopropanol verwenden von Beginn an. Ihr müsst auch später das nicht mehr mischen. Wenn ihr rein mit Ethanol das machen wollt, funktioniert auch. Wenn ihr es rein mit Isopropanol machen wollt, funktioniert auch. Und wenn ihr es mischen wollt wie ich, hat es einen entsprechenden Vorteil, und zwar das Ethanol löst den Shellac sehr, sehr gut auf. Das heißt, für die Grundmischung ist es eigentlich das Optimale, weil halt die Shellac-Plättchen optimal und möglichst schnell aufgelöst werden. In Isopropanol dauert der Vorgang etwas länger. Das ist nicht ganz so aggressiv, löst den Shellac nicht ganz so gut. Hat aber den Vorteil, wenn ihr Isopropanol nehmt, wenn ihr dann die Deckpolitur macht, wird eure bestehende Shellac-Schicht nicht so schnell angelöst wie mit Ethanol. Das verzeiht dann einfach ein paar Fehler. Deswegen mache ich eine Kombination. Ich mache die Grundmischung mit Ethanol und tue das dann mit Isopropanol weiter verdünnen. Dann löst sich das schnell auf, aber ich habe dann später den Vorteil, dass es nicht ganz so aggressiv für die vorhergehenden Schichten war. Also ihr braucht im Prinzip, wie schon gesagt, die Shellac-Flocken, Ethanol oder Isopropanol, eine leere Flasche, eine Waage und ein Behälter, wo ihr die Shellac-Flocken reintun könnt. Jetzt ist mein Mischungsverhältnis, mache ich 1:4. Also ein Teil Shellac-Flocken, sagen wir 100 Gramm Shellac-Flocken und dann 400 Milliliter Ethanol. Das entspricht aber dann einem Mischungsverhältnis von 1:3, weil 400 Milliliter Ethanol wiegen 300 Gramm. Also egal wie ihr es machen wollt, ihr könnt es abwägen, heißt 100 Gramm Shellac-Flocken und dann 300 Gramm Ethanol. Oder ihr nehmt einfach 100 Gramm Shellac-Flocken und 400 Milliliter Ethanol. Ich mache es immer so, weil mir das etwas einfacher geht. So, dann wäge ich mal die 100 Gramm ab. So, das sind jetzt 100 Gramm Shellac. Jetzt werde ich da 400 Milliliter Ethanol zugeben. Das ist jetzt im Prinzip die fertige Mischung. Die muss ich jetzt auflösen. Und dann können wir mit dem weiterarbeiten. Das ist jetzt im Prinzip das Endergebnis. Ich habe jetzt hier 150 Gramm und dementsprechend 600 Milliliter Ethanol gemischt, dass ich eine größere Menge habe. Jetzt ist einfach wichtig, das zweimal am Tag zu schütteln oder je öfter, je besser. Und dann ist das eigentlich nach 1, 2, vielleicht 3 Tagen komplett aufgelöst und bereit zur Weiterverwendung.
Es gibt verschiedene Arten von Schellackflocken. Das hier ist jetzt Lemon, das ist etwas dunkler. Es gibt dann noch Blond, das ist etwas heller. Ich glaube Rubin gibt es noch, das ist dann dunkelbraun. Ich finde einfach Lemon ist halt das Klassische und gibt so eine schön goldglänzende Oberfläche. Ich mag das. Unten in der Videobeschreibung werde ich euch Schellackflocken, Isopropanol, Ethanol und so weiter werde ich euch mal verlinken, damit ihr das nachmachen könnt, das Ganze. Und ich hoffe, das war für euch interessant. Schaut das Retro-Radio-Projekt. Da seht ihr dann, wie wir das anwenden werden und wie schön das werden wird. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.